Herr, wenn es dich geben würde, dann gäbe es doch kein Leid, kein Schmerz und keine Trauer. Wenn du hier wärst, dann würden solch schreckliche Dinge nicht passieren. Ich weiß, dass viele Menschen so denken. Und ja, auch ich denke manchmal, wo ist Gott, wenn so viel Leid passieren darf? Und deswegen möchte ich genau dieses Thema heute mit dir anschauen. Willkommen bei Evolvium, deinem Raum für tiefe, Wahrheit und göttlich fundierte Perspektiven. Schön, dass du heute dabei bist. Wir befinden uns im Endspurt der Staffel Früchte des Geistes versus Früchte des Fleisches. Doch bevor wir die letzten Früchte genauer beleuchten, möchte ich heute eine Bonusfolge mit dir teilen. Ich möchte mit dir über eine Geschichte in der Bibel sprechen, die mir persönlich sehr nahe geht und die, wie ich finde, den Zeitgeist absolut trifft. Es ist eine der bewegendsten Szenen im ganzen Neuen Testament für mich. Eine Stelle, an der wir Jesus nicht als fernen Lehrer oder Richter sehen, sondern zutiefst menschlich, voller Mitgefühl, voller Schmerz und voller Liebe erleben dürfen. Es geht heute um Lazarus, einen wichtigen Freund Jesu, und es geht um den kürzesten Vers in der ganzen Bibel. Johannes 11, Vers 35. Jesus weinte. Gerade dieser Moment zeigt uns etwas über das Herz Gottes, über seine Liebe zu den Menschen, über seine Sehnsucht nach uns. Und, das möchte ich dir gleich vorneweg sagen, es geht in dieser Geschichte nicht nur um Lazarus. Es geht um uns, um dich und mich. Ich möchte, bevor ich in die Folge eintauche, mit dir etwas Persönliches teilen, nämlich wie schwer es mir gefallen ist, diese Folge aufzunehmen. Sie fühlt sich nicht vollständig an. Das Intro fühlt sich falsch an und das Outro, doch der Inhalt fühlt sich so richtig an. Und das Skript, das gibt es schon lange. Ich wusste einfach nie, wann diese Folge aufgenommen werden wird. Es war klar, dass es eine Bonusfolge ist, aber es war mir auch bewusst, dass Gott mir sagen wird, wann ich die aufzunehmen habe. Ich wusste damals nicht, als ich das Skript geschrieben habe, dass es mir so unglaublich schwer fallen wird, das aufzunehmen. Und ich hätte so gerne gesagt, hey, ich nehme heute was anderes auf. Das bringt so nichts. Doch Gott hat mir immer wieder gesagt, bleib dran, mach das. Und ich versuche zu ergründen, warum es mir so schwer fällt. In dem Moment, in dem ich das aufnehme, ist es keine 3 Tage her, doch genau 3 Tage, dass ein Christ erschossen wurde in Amerika, vermutlich aufgrund seines Glaubens. Und ich möchte das gar nicht zu einer politischen Debatte werden lassen. Und dennoch kann ich es nicht wegschweigen. Und ich habe gemerkt, dass genau das, dieses Spannungsfeld zwischen, ich möchte hier nicht irgendeine politische Grunddiskussion vom Stapel reißen, aber dennoch möchte ich es auch nicht wegschweigen, was da passiert ist, in mir dieses komische Gefühl auslöst von Inkomplettheit dieser Folge. Wie gesagt, mir ist bewusst, dass es auch politische Hintergründe haben kann, was da passiert ist. Und mir ist auch bewusst, dass das tagtäglich passiert mit Menschen, die nicht im Rampenlicht stehen, die nicht bekannt sind. Und all das ist genauso schmerzhaft. Was aber an der Sache gerade so schwierig ist, ist genau diese Thematik von Bekanntheit. Dieser Mann war bekannt und hat seit seinem 18. Lebensjahr sich eingesetzt. Und es geht gar nicht darum, dass ich jetzt sage, dass ich alles, was er gesagt hat, unterstütze und in allem einer Meinung bin. Es geht auch nicht darum zu sagen, dass ich das nicht bin. Das spielt keine Rolle. Es geht mir nur darum, was gerade passiert ist. Nämlich, dass ein Mensch in der Öffentlichkeit Opfer eines Anschlages wurde. Ein Mensch mit Frau und Kindern, ein Mensch mit Freunden.
Und die ganze Debatte, die da drum entstanden ist und was Menschen teilweise darüber sagen im Internet, nicht nur in den Kommentaren, sondern echte Videos, in denen gefeiert wird, dass ein Mensch getötet wurde. Und das passiert so oft. Ständig wird sowas gefeiert. Und das ganze Thema macht mich unglaublich traurig und am liebsten würde ich mich verkriechen. Am liebsten würde ich so tun, als wäre das kein Thema. Und dann schickt Gott mich und sagt, bring heute diese Folge, in der es darum geht, dass ein Mensch stirbt, von Jesus auferweckt wird und wir als Menschen quasi von Jesus aus unseren persönlich geschaufelten Gräbern herauskommen sollen. Mir ist bewusst, dass dieses Intro vielleicht komisch ist für dich, weil es ist nicht gescriptet, es kommt direkt aus mir heraus und es ist vielleicht viel zu tief gerade. Und vielleicht verstehst du gar nicht, worum es geht, weil du völlig neu bist und diese Folge gerade nur hörst, weil dich der Titel gecatcht hat oder was auch immer. Doch es war mir wichtig, das vor der Folge zu sagen. Und ich danke dir einfach, dass du trotzdem dran geblieben bist bis jetzt und dieser Folge eine Chance gibst. Lass mich dir zum Einstieg kurz erzählen, was überhaupt passiert ist. Für alle, die diese Geschichte vielleicht noch nie gehört haben und für alle, die sie immer wieder gerne lesen oder hören. Lazarus lebte in der Stadt Bethanien zusammen mit seinen Schwestern Maria und Martha. Die drei waren Jesus sehr, sehr nah. Sie hatten eine enge persönliche Beziehung, eine Freundschaft zu ihm. Eines Tages wurde Lazarus schwer krank und die Schwestern schickten sofort Boten zu Jesus mit der Nachricht: Herr, dein Freund ist krank. Natürlich in der Hoffnung, Jesus würde sofort kommen und ihren Bruder heilen. Doch Jesus tat etwas anderes. Er wartete noch 2 volle Tage, bevor er sich auf den Weg nach Bethanien machte. Und als er schließlich da ankam, war Lazarus schon 4 Tage tot. 4 Tage, eine klare Bestätigung, es gibt keine Hoffnung mehr. Als er ankam, lief Martha ihm entgegen, voller Trauer, voller Schmerz, aber auch voller Glauben. Sie sagte zu ihm: Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was immer du Gott bittest, wird er dir geben. Jesus antwortete ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha verstand das als allgemeine Hoffnung für die Zukunft und sagte: Ja, ich weiß, Herr, am letzten Tag wird er auferstehen. Dann sprach Jesus Worte, die alles veränderten. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Dann kam auch Maria, die andere Schwester. Auch sie sagte mit tränenerstickter Stimme: Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Jesus sah die Trauer. Er hörte die Klagen. Jesus weinte. Er ging dann mit den Schwestern und den Trauernden zum Grab, ein Felsengrab mit einem schweren Stein davor, und sagte: Rollt den Stein weg. Martha zögerte: Herr, er riecht doch schon, es ist der 4. Tag. Doch Jesus entgegnete: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Dann hob er seine Augen zum Himmel und betete, damit die Menschen um ihn herum erkennen, hier wirkt nicht irgendein Mensch, sondern hier ist Gott selbst am Werk. So lauten Vers 41 und 42 in Johannes 11: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber wusste, dass du mich alle Zeit erhörst, doch um des Volkes willen, das umhersteht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Dann rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus! Kein sanftes Zureden, kein vielleicht, wenn du bereit bist, dann könntest du rauskommen,
sondern klar, laut, direkt, mit Autorität. Und tatsächlich, Lazarus kam heraus, noch in die Grabtücher eingewickelt. Jesus sagte, löst ihm die Binden und lasst ihn gehen. Er ruft ihn also nicht nur ins Leben zurück, er befreit Lazarus auch von dem, was ihn fesselt. Ein Toter lebt wieder. Diese Geschichte ist ein Zeichen Jesu und sie ist ein Bild für das, was er mit dir und mir tun will. Warum weinte er? Er wusste doch, dass er ihn aufwecken würde. Er weinte nicht, weil Lazarus tot war. Jesus weinte, weil er den Schmerz, den Unglauben und die Verzweiflung der Menschen sah. Er spürte, wie sehr sie innerlich resigniert hatten. Und ich glaube, dieser Schmerz Jesu ist auch heute noch da. Ich spüre ihn, wenn ich mit Menschen über das Evangelium spreche und in leere Augen schaue, wenn Menschen so viel gehört und gesehen haben und doch nichts fühlen, wenn sie alles wissen, aber nichts glauben, wenn sie funktionieren, aber nicht mehr hoffen, wenn sie Wunder als Selbstverständlichkeit ansehen und wenn sie leben, aber nicht mehr lieben. Jesus weint über diese innere Leere, über das geistliche Schlafen, und er weint über ein Leben, das längst hätte blühen können. Er spürt heute noch diesen Schmerz eines Liebenden, der sagt, du stirbst, obwohl du leben könntest. Und ich glaube auch, der laute Ruf gilt heute uns, komm aus deinem Grab. Dieser Ruf gilt denjenigen, die sich zurückgezogen haben, die sich geistlich eingegraben haben, die innerlich abgestorben sind. Ich kenne diesen Wunsch, sich zurückzuziehen, keine Angriffsfläche mehr zu bieten, nicht mehr zu brennen, damit es nicht mehr wehtun kann. Jesus hat mich sehr oft gerufen, während ich mich taub gestellt hatte. Ich bin sicher, Jesus hat geweint, weil ich so lange nicht geglaubt habe. Irgendwann habe ich ihn gehört und mich aus meinem Grab herausgewagt. Jesus hat mir gezeigt, es gibt Leben, echtes Leben. Nicht ein Leben des Funktionierens, sondern ein Leben, das atmet, liebt und hofft. Er hat mich auferstehen lassen wie Lazarus. Und er hat mich von allem befreit, was mich fesselt. Und jetzt frage ich dich, was ist in dir eingeschlafen? Was hast du begraben? Was lässt du nicht mehr an dich heran? Hörst du Jesus, wie er ruft, komm heraus? Lässt du ihn deine Fesseln lösen? Lässt du ihn dich befreien von allem, was dich festhält? Lässt du ihn dich in ein echtes Leben rufen? Ein Leben, das liebt, das Hoffnung hat, das frei ist? Wenn diese Folge dich berührt, dir geholfen oder dich näher mit Jesus verbunden hat, teile sie gerne und abonniere Evolvium auf Spotify oder YouTube. Ich freue mich außerdem sehr über Feedback in den Kommentaren. Hier bei Evolvium entsteht ein Raum, in dem wir gemeinsam wachsen dürfen. Nicht in Perfektion, sondern in Wahrheit. Bis bald. Sei gesegnet im Namen Jesu. Amen.